Dear Leute, ich heiße euch herzlich willkommen hier auf einer neuen Edition von meiner Sendung «Ein Blick auf Europa». Nach der Sommerpause, wo der hoffentlich eine Flotzeit hat, wo der Batterien neu geladen hat, wo der neue Energie getankt hat, wo der viele Erlebnisse hat, geht es dann an den Alter ran. Noch heute haben wir angefangen, den letzten Montag. Und wie gesagt, wir haben schon eine Woche auf mit einer ganzen Party Ereignisse, wo ich nachher darauf zurückkomme. Etwas, was uns beschäftigt hat, die ganze Woche, war auch schon an der Vakanz. Das war die neue Pläne von der deutschen Maut, wo sie am Anfang ganz stark umstritten ist. Das heißt, es sind in der Zwischenzeit ein paar Petitionen gelaufen, es sind ein paar Briefe hin und her zirkuliert. Auch wir haben hier ein ganz paar Kollegen, belgische Kollegen, niederländische Kollegen, österreichische Kollegen zusammen mit mir. Wir haben einen Brief gemacht an den Verkehrsminister Dobrindt, der bislang noch ohne Suite geblieben ist, das heißt bislang noch ohne Antwort geblieben ist. Und das erfreut uns natürlich nicht. Das heißt, wir wollen noch weiter dahinter bleiben. Wir haben noch hier am Parlament eine Petition, die holländische Kollegen gesammelt haben, haben wir hier auf die zuständigen Plätze überreicht. Aber wir werden noch durch der Sache weitergehen. Wir werden das hier annehmen, das weil ich fundamental überzeugt bin, dass das hier eine anti-europäische Initiative ist. Und das finden wir in der letzten Zeit immer mehr, dass Memberstaaten, weil sie Schwierigkeiten sind, weil ihnen Geldmittel fehlen, dass sie irgendeine Manier versichern, und den Ausländern, wo es ja kein Ausländer mehr gibt, wo wir ja alle guten europäische Staatsbürger sind. Und trotzdem wollen sie dann hingehen an die anderen Länder belasten mit einer Tax, an hier Länder, hier Member, hier Bürger davon ausholen. Und das ist für mich klar und deutlich eine Diskriminierung, eine anti-europäische Initiative. Dabei kommt natürlich auch noch der wirtschaftliche Aspekt. Ich meine, über die Grenze den Austausch ankaufen gehen, aber auch nicht nimmer. Ich meine, das ist auch ganz viel an unserer Integrationspolitik. Es gibt ja am Anfang keine Grenzen mehr. Wir haben Studien über die Grenzen, wir bilden aus über die Grenzen, wir schaffen über die Grenzen, wir haben Familie, wir haben Freunde über die Grenzen, die wir besichern gehen. Und ich meine, das ist eine Zeit, wo es 20 Jahre hier sind, wo es wirklich keine Grenzen mehr gibt, und wo es ein Austausch ist, den regelmäßig stattfindet. Und hier sind wir neue Zollabgaben, die angefordert gehen. Wenn das Beispiel schön möchte, dann möchte ein Land das, nicht nur an dem dortigen Bereich, sondern auch an anderen Bereichen. Und dann sind wir da, wo wir vor Jahren waren, wo die ganze Integrationspolitik, die loben gute Wege ist, wo der immer vorgestellt ist. Berlin ist am Gang umzudenken, das hat die letzten paar Tage hören. Das ist natürlich auf Druck von dem rundherum, wo gemerkt wird, aber auch, wo sie selber gesehen, dass die Pläne mal ganz schwierig an der Praxis umzusetzen sind, dass sie auch nicht das bringen, was sie sich vorstellen. Ganz viele administrative Hürden sind danach dran, ganz viele juristische Probleme. Und ich meine, das Umdenken, was zu Berlin im Moment stattfindet, ist ein gutes Signal für, wie gesagt, auch hier zur Vernunft zu kommen. Am Transportkomitee hatten wir gestern, nicht mehr spät wie gestern, hatten wir eine ganz interessante Diskussion mit Experten über den europäischen Luftraum, nicht nur den europäischen Luftraum, der Luftraum ist international, mit waren Experten aus Europa, und froh war am Anfang die richtige Analyse zu machen, die richtige Schluss zu ziehen aus dem Accident, was mit dem Flieger von der Malaysian Airlines, was den hat über der Ukraine, wo ein Ruf geschossen ist, für daraus, wie gesagt, Lehren zu ziehen, Mäuern en Platz zu setzen, für das nicht mehr vorkommt. Es waren 4 Experten, hauptsächlich von der Europäischen Agenz für Flugsicherheit, aber auch von Eurocontrol, auch von der IATA, von der Internationalen Aviation Association Air Transport, und wie gesagt auch von der Civil Aviation Konferenz. Und die haben uns Rede an Antwort gestellt. Und da sind eine ganze Partie, das war ganz interessant, da sind eine ganze Partie sinnvolle Sachen auf Tapet kommen, noch frohe Gestalt gehen, und noch Pisten abgezeichnet gehen, wie man das in Zukunft verbessern kann. Funktionament ist im Moment so, dass eigentlich die Information, dass alle Memberstaaten souverän sind auf seinem Territoire, und dass sie da Rechte haben und auch Pflichten haben, und dass sie aber die Informationen weitergehen und Eurocontrol an die Empfang und den Network Manager, den dann in dem Moment die Informationen alle gut sammelt,
an noch do dann ausschwätzt, wéi an Zukunft do soll geflugi méi responsabel bleifft immer de Mombastaat. An der das an diesem Fall d'Ukraine gewircht, an der das da komme ich nach opréck, wéi man an Zukunft mat so Konfliktregioune werden ëmgoen. Well ich menggen haut as net mi so wie dat fréier war, wann in eng Konfliktregioun hat, da wos den du als Krich an Hai ass eng Zocht vu Krich, die an dem Moment an enger ganz schwieriger Phase ass, wo en net wees, wen iwwer wat war Moier verfügt, an dem Moment auch die Informationen, die en aus dem Land kënnt, da kann e net mat echt soen, dat déi zouverlässig sinn. Dat hecht die sinn alle Goeten afrostalt an op Grund do vunner eng Risikobewertung zu machen, dat gëtt wie gesot immens schwéier. Wie gesot den Luftraum die Routen dann in dem Moment fir sich rauszusichen an all die Probleme, die dummer der nationaler Souveränitéit ze dienen hun an se vir und alles dat das Göchte opgelöscht gin, an das dann natürlich auch froh sich stalt gin, wéi et lo weitergeht. Och die Assoziatioun vun den Airlines an noch d'Assoziatioune vun de Piloten hunne lo Appeller gemacht, wie man wirklich do an Zukunft mat in Konfliktregionen ëmginn, dat man do wirklich net nëmmen eng obligatorisch an eng automatisch mé vir allem eng onofhängig Kontrolle kreen. Ich mein, dat das wichtig, dat man onofhängig Daten, dat man onofhängig Informationen do kreen, weil so lang wie se vun de Memberstäde leng kommen, sinn se tendenziös an sinn se net unbedingt sicher. Et ass dann noch lo eng Taskforce agesät ginn, dat heecht eng Gruppe vun Experten, die dat ganz genau sollen analyseieren, an 2 Main speizen se rapport oflieferen, fir ze kucken, wat doaus at Schluss kënnen sinn, die gezugin, an die Froen, op déi alle Goete schon die Froen, die ich opgewocht vun, dat déi auch wirklich kënnen ganz klar behandelt ginn an noch zufriedenstellend geleist ginn. Et ass, wie ich gesot hat am Ufang eng ganz Neizocht vun Attacken, eng Neizocht vu Krich, die wirklich ganz schwierig, dat beschränkt sich schon net nëmmen op d'Ukraine, dat geht jo an den Irak, dat geht an den Noen Osten. Et war lo virgëchte eng Meldung kom fir Israel net mit ziwer fléien, hab sech Tel Aviv net mit ziwer fléien, dat ass lo hauterem opgoewe ginn, also Di gesit do als permanent Movement, an dat mecht die Sache ziemlich unsicher. Da auch dazu geschwert gibt, für Passagiere zu informieren am Vierfeld bei der Buchung oder beim Untritt vom Flug, wie die Route verläuft. Mit das ganz schwer, weil so eine Route kann am letzten Moment auch aufgrund von Wetterkonditionen oder von anderen Abflüssen kann das auch geändert gehen, also dass das eigentlich auch flexibel muss bleiben, also dass das auch nicht kann am Vierfeld dem Passagier zuverlässig mitgewählt gehen. Zum Schluss will ich nach 2 Sachen zählen, die man auch, ich meine, CSV hat reagiert aufgrund von, wenn man an der Wahlkampagne gemerkt haben, auch dass Leute und dem Sujet Europa ganz stark interessiert sind. Und dass wir auch wollen zu 3, das heißt Vivian Reding, der Frank Engel, dass wir auch wollen als Arbeitsteil sichtbar machen, die Leute mitteilen, was wirklich auch geschafft wird. Und wir haben dadurch einen Assistent angestellt an der Person von Frank Kuffer, den uns in Zukunft die Relationen mit der Presse wird verbessern, den als Arbeit sichtbar soll machen, mehr aber auch den daheim méi en enkel Jahr mat der CSV mat der Partei, a virun allem Äwer mat der Fraktion herstellt, well hautders kann en dat net mé isoliert kucken, dat hecht een nationale Problem an europäesche Problem, méi dat schon seit längerem so, dat dat an niwer geht, an dat man do Verbesserung kreen am Sinn fir echt zu informieren, an am Sinn fir eng besser Erbecht, die eng gut Erbecht, die man machen, nach besser zu machen an zu präsentieren. Ich meine, dat wat auch wichtig ist zu nehmen. Dann fir nächste Woche erwerden wir dann endlich Komposition von der neuen EU-Kommission unter der Feierung von Jean-Claude Juncker. Da werden wir dann nächste Woche darauf zu sprechen kommen. Ich bin überzeugt, dass nach ganz vielen Gesprächen laufen und ich bin überzeugt, dass das auch eine gute Komposition gibt, eine gute Equipe gibt für die Europäische Union, für die Europäische Kommission, für uns noch viel zu bringen an den nächsten Jahren. So, ich merci für die Nachricht.